Hallo zusammen, ihr seid bei Handgelenk mal Pi, ich bin Anne. Heute machen wir aus dem ganzen Material etwas extrem mega herziges. Und zwar sättige, wunderbare, kleine, schnussige, wie sagt man denen, Ephemera, Holder, Kärtchen, Täschchen, Dingensli. So sehen die aus. Ich habe die Idee geschnappt und ein bisschen abgeändert von Katie's Garden. Geht unbedingt dort schauen. Sie macht es auch mega herzig. Ich weiß gerade nicht mehr, wie ihr Video heisst, aber auf jeden Fall hat sie auch solche gemacht. Ein bisschen mehr so Hochformat und auf jeden Fall eins mit einem Häsli und das andere ist echt mit Blümchen oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall ganz ähnlich. Ich habe das ein bisschen abgewandelt, so wie es für mich einfach gegangen ist und das möchte ich jetzt euch gerne zeigen. Es sind zwei verschiedene, ihr habt es vielleicht vorher schon gerade gesehen. Das hier hat zwei Täschchen mit so Kärtchen, Journal-Kärtchen und selber gebastelten Billett hat es da drin. Da ist nochmal ein Kärtchen drin. Und hier hinten steckt ein Tag drin. So ein bisschen Deko, hinten nichts Spezielles. Und bei dem hier haben wir hier ein Täschchen mit einem hübschen Kärtchen. Und auf dieser Seite ist so ein Notizblöckchen, Zettel, Dingsbums. Und hier ist auch noch ein schönes Tag. Ich habe die Fotos aus einem alten Buch genommen. Man kann natürlich auch richtige alte Fotos nehmen oder eben irgendwelche andere Bildchen. Katie hat DigiKids verwendet. Ja, man kann natürlich auch Fotos von den Freunden nehmen oder was weiß ich. Man kann das brauchen als Geburtstagskärtchen, wo man vielleicht noch ein Nötchen reinsteckt oder irgendwie so. Hey, macht mit dem Zeug, was ihr wollt, aber sie sind einfach extrem herzig. Ich habe mir schon ein paar Fotos zugeschnitten, damit ich das jetzt hier nicht mehr machen muss. Ich habe die einfach auch aus dem gleichen Buch rausgenommen. Ja, Moment jetzt, warte, so. Dass ich dann die richtige Seite draufklebe. Ah, schau mal, das wäre auch noch ganz herzig da. Ja, nein, aber ich habe mich jetzt für die hier entschieden. Und es braucht wirklich nicht viel. Ich habe jetzt die paar Fotos nachher als Grundlage für das Büchlein habe ich Kaffee eingefärbtes A4-Papier, ganz stinknormales Kopierpapier, solig und das ist ein bisschen ein festeres Papier, wo auch ein mit sehr viel Kaffeeflecken ist für die Tags und Journal-Kärtchen. Und dann habe ich mir überlegt, da habe ich wie sagt man, Scrapbook-Papier gebraucht, gemüsteltes, für das hier zu machen und hier für die Täschchen. Aber ich habe gedacht, hey, weißt du was, vielleicht sieht das auch noch ganz gut aus, wenn man hier einfach stattdessen Buchseiten nimmt. Oder zum Beispiel auch Notenpapier, würde sicher auch sehr geil aussehen. Ich habe gedacht, ich probiere es mal mit Buchseiten und damit es nicht allzu langweilig wird, kann man dann noch ein bisschen etwas aus Washi-Tape draufkleben oder mit Stempel irgendetwas verschönern. Auch wir werden es sehen, es fällt uns dann schon noch etwas ein. Ja, jetzt würde ich sagen, wir fangen einfach gerade an. Und zwar rucki zucki, einfach das hier, das A4-Blatt in der Mitte einmal falten. Einmal so und einmal so. Komm. Voilà. Und dann wird es nämlich einfach zusammengeleimt. Ich nehme jetzt so ganz normalen Stiftleim, das reicht komplett. Voilà. Und einfach zusammenleimen. Und schon haben wir die super gute Grundlage für unser Büchlein.
Das wird dann nachher getrittelt. Auch ganz easy, Handgelenk mal Pi. Überhaupt ohne Messen und nichts. Einfach falten. So. So. Zusammen. Oh. Ja. Oh Mann. Wenn wir es jetzt noch wirklich im Falt noch zusammenfalten. Für etwas haben wir auch im Falt gemacht, oder? Ja. Kommt schon gut, gell? So, gut abdrücken. Das auch noch. Ich mal schauen. Ja, jetzt, da habe ich auch diesen Weg. Den Weg wollte ich doch, wo wir die schönen Flecken drauf haben. Für etwas haben wir auch schöne Flecken gemacht. So. So. Oh, ein bisschen viel gekommen. Oh, das macht nichts. Das ist egal. Zusammenfalten. So. Und dann haben wir jetzt... Oh Mann, haben wir da ein bisschen viel Leim. Nein. Es ist gut. Es ist gut. Jetzt wollen wir schauen, was ist oben und unten, was ist hinten und vorne. Ich würde jetzt mal sagen, so und so. Da schaue ich drauf, dass wir hier schön am Rand sind. Wirklich schön bündig. Und da, sieht man es, haben wir ein bisschen mehr Spielraum. Und ich würde sagen, das ist gerade gut so. Jetzt machen wir es noch schön gerade. Einmal so. Und einmal so. Voilà. Und da. Da schön bündig. Oh, dort ist ein bisschen viel. Also ein bisschen mehr zusammennehmen. Und ein bisschen mehr, können wir schon ein bisschen mehr. So, willst du echt gerade kommen? Nein, noch ein bisschen mehr, habe ich doch jetzt gesagt. So, hey. Jetzt kommt es gerade gut. Zuerst testen. Ja, das ist gut. Genau so können wir es falten. Sie schafft es noch. Keine Sorge. Voilà. Das wäre jetzt schon unsere Grundlage. Das ist eigentlich schon unser Büchlein. Schon fertig. Können wir heim. Nein. Jetzt suche ich hier noch meine Stempelfarbe. Ich nehme Walnut Stain. So. Und dann inken wir hier einmal schön rundherum. Gut, jawohl, jetzt bevor ich das inke, tue ich noch schnell gerade die Fötterchen hier ein bisschen bekäfeln. Da habe ich mir ein kleines bisschen so Instant-Kaffee gemacht. Ja, und jetzt, wie machen wir das? Das kann man natürlich auch mit Farbe machen und so, was weiß ich. Dann ich da einfach mal das ein bisschen drauf spritzen. Vielleicht noch ein bisschen schmieren, bis es kommt. Da die Jungs, Mädels ein bisschen an und dann ein bisschen so. Jetzt Spritzer, richtig so.
flären. Und, was mir noch immer sehr gut gefällt, ist, wenn man nachher, oh, jetzt ein bisschen kleiner Rand da, das Tassel draufstellt. Das geht jetzt natürlich mit dem gerade nicht. Dass er vielleicht ein kleines Rändchen hat. Mal, komm, das geht schon. Mal, das geht. So, siehst du jetzt. So. Das müssen ja nicht alle haben. Ein Kaffeerändchen. Also ein Tassli-Rändchen meine ich. So, jetzt muss ich aber noch schnell ein Lümpli holen, weil ein bisschen abputzen kann man nämlich dann schon. Ich nehme jetzt hier gerade ein bisschen, Entschuldigung, von meiner Gase. Da, dann zum Beispiel, wenn es so allzu fest ins Gesicht hineingespritzt ist, kann man das wieder ein bisschen abputzen. Einige kann man wirklich so dick eintrocknen, so komm. Aber jetzt da zum Beispiel diesen zwei Ladies kann man sie schon ein bisschen aus dem Gesicht rausputzen wieder. Gut. Ja, ich denke, ich lasse das jetzt mal so. So, das kommt weg. Die Fötterchen gehen ein bisschen trocknen, das Rändchen. Und dann putzen wir noch die Unterlage noch schnell ein bisschen. So, voilà. Und dann können wir weitermachen mit unserer Imkerei. Zack, zack und einmal rundherum. Wunderbar. Sehr schön. Ja, was kommt jetzt als nächstes? Genau, jetzt können wir, solange wir die noch trocknet, können wir noch uns entscheiden, was wir für Täschchen machen. Ich würde sagen, wir machen hier gerade genau so eins. Und zwar nehme ich ein bisschen dickeres Papier für die Täschchen. Also brauchen wir da. Ich will jetzt hier nur die Schrift wieder mal. Ich sehe, dass der Leim noch offen ist. Den sollten wir vielleicht zumachen. Japanmesser. Komm. Schneiden wir unten das Rändchen ab. Oh, schönes Papierchen. Gefällt mir immer so gut. So. Oh, ich glaube, das sieht wunderschön aus. Wie breit muss es sein? Muss es so breit sein? Ja, komm, wir machen es einfach gerade so breit, wie das ist. Machen wir doch einfach gerade. Und dann, wie hoch soll es sein? Etwa so, da bin ich mit. Irgendwie so und so. Das passt mir. Noch ein bisschen weiter runter. So, vielleicht. So. Ja. Schwierige Entscheidungen, die man treffen muss. Wow. Ja, aber ein bisschen inken. He? Und da gibt es so ein dreieckiges, aber könnte man natürlich jetzt auch gerade so machen, aber das wollte ich nicht. Ich will da wirklich ein dreieckiges. So. Und noch das Eckeli abschneiden. Weg.
Gefällt uns? Gefällt uns? Ja, gefällt uns. Also. Inke, Inke. Müsste ich fast schwarz nehmen, oder nicht? Nein, wenn man genug dran tut. Und gerade an diesen Kanten genug manchmal drüber fährt, dann ist das, glaube ich, genug dunkel. Oh ja. Ein bisschen Decke da, Decke. Sollte noch ein bisschen dunkler werden. Wunderbar. So, und dann, oh, jetzt habe ich gerade gesehen, jetzt können wir nämlich gerade aus dem Resten, der noch übrig geblieben ist, da gibt das gerade noch so ein Täschchen. Aber ich befürchte, das ist hier nicht gerade. Oder schon? Nein, ist es nicht ganz. Ja. Prima. Und da müssen wir jetzt aber noch ein Dumach rausstanzen. Das machen wir mit dem. Suchen wir die Mitte. Zack. Und da wäre es schon. Dann haben wir schon für den zweiten Teil auch das Täschchen. Und dann brauchen wir nur noch ein bisschen Papier für als Hintergrund, oder? Nehmen wir auch eine Buchseite. Weißt du, was ich meine? Fürs Foto. So, jetzt haben wir so. So, das sieht doch gut aus. Jetzt haben wir die zwei gemacht. Jawohl, und da haben wir das gemacht. So, als Hintergrund. Und jetzt habe ich gerade nicht mehr vom gleichen Papier, aber ich hätte hier vom so etwas Englisches. Ich glaube, ich nehme da so die gleiche Schrift hat. Das. Oder? Oder sieht es blöd aus? Ist das ein bisschen zu hell? Ah, schau. Ich kann wieder nicht entscheiden. Oder so. So, wahrscheinlich. Mal schauen. Dann schauen, jetzt müssen wir entscheiden, welche Fotos, die draufkommen. Damit wir das wissen. Ich glaube, wir kleben jetzt die Täschchen mal rein. Dann haben wir das gemacht. Ich nehme für das den Tacky Glue. Dann habt ihr so schnell. Probieren, möglichst dünne Linien drauf zu machen. Da würde sicher einfach normale Bastelkleber oder Weissleim oder was weiß ich. Würde sicher auch gut gehen. Also. Noch jetzt weiter hin. Probiere ein bisschen auszurichten. So. Ja, ist schon gut. Ist ja schon gut. He. So, das wäre der eine. Weißt du, wir schauen mich immer. Und ich jetzt den richtigen Weg um. Ja, ich glaube schon. Und hier auch, ja. Komm raus, komm.
und Bene. Das kommt hier rein. Und das kommt hier rein. Gut. Krumm. Alles gut. Alles gut. So, ich finde es hübsch mit dieser Schrift. Sieht doch super aus. Jawohl. Und jetzt habe ich gedacht, das Viertel, das Kaffee ist immer noch nicht ganz trocken. Aber zum Rauslesen lenkt es ja schon. Das muss auf jeden Fall auf den Tag, oder? Nachher für da drin. Und das hier kommt, glaube ich, noch aufs Tag. Das heisst, oder nicht? Ah, siehst du jetzt. Aber das kommt auf jeden Fall auf eins vorne drauf. Ich würde sagen, vielleicht hier. Da, ja, schau, das machen wir mit ein bisschen Müsterli und so, mit ein bisschen Deko. Und dann, was mit den Kindern? Vorne. Oder die Kinder aufs Tag. Und das da vorne. Nein, ich glaube, ich mache es so. So. Ja, jetzt. Weißt du, ich muss das nicht. Aber ich schaffe nicht. Wie soll es aussehen? Ich weiß doch auch nicht, ich mache etwas. Gut, was ich muss wissen, ist, das da so als Hintergrund die Schrift. Die Schrift ist so zusammenhängen, oder? Das ist nicht so. Das ist nicht so vor. So, wir nehmen das. Wir nehmen gerade genau den Textblock, oder wie man dem sagt, den Abschnitt. Einfach so. Wie es gerade kommt. Wir uns nicht entscheiden können, müssen wir halt auch irgendetwas machen. Sonst kommen wir ja nicht vom Fleck. Und ich kann mich einfach unglaublich nicht entscheiden. Haben wir das Gefühl, ja, aber es würde doch vielleicht noch besser gehen. Ach was. Ich glaube, ich habe mich noch nie geärgert im Nachhinein. So, warum habe ich jetzt das nicht so und so gemacht? Es hat viel besser ausgesehen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich habe am Schluss noch meistens gedacht, hey, das ist aber schon recht gut rausgekommen. So. Zack, zack, zack. Einmal schön rundherum. Oh, nicht verreissen. Nicht so schlimm. Das Viertel ist mehr oder weniger trocken. Dann runden ich noch die Ecken runden. Rucki zucki. Und dem eigentlich auch, oder? Oh, das war ein bisschen daneben. So. Prima. Schon wieder krumm. Da ist das Papier so weich ist. So, da schnell die Ecke. Habt ihr auch immer angeschlürgte Finger? Ich schon. Habt ihr bessere Technik? Aber man muss es doch festhalten, sonst tut es immer so rumzuseln und die Ecke rumbeugen. Ja, ich natürlich nicht, gell? Ihr könnt das viel besser als ich. Ja, ist ja schon gut. Also, wo geht's? Ja, das sieht nicht schlimm aus. Ja. Ich finde es gut. Ich nehme jetzt hier den Stiftli.
Ausrichtung her nehme ich es ein bisschen weiter rauf, weil es sonst aussieht, als würde das Bild zum Rahmen ausgehen. So, dann werden die Kinder noch angeleimt. Voll da der ganze Leim verstrichen drauf. So, ein bisschen drüber noch, glaube ich. Zack. Aha, jetzt ist gut. Oh ja, schau mal. Sehr herzig. Sehr herzig. Ja, und wenn man dann das hier rein tut, sieht das so ein bisschen aus wie eine Dankeskarte von den Schülern an ihre Lehrerin. Vielleicht. Irgendwie so. Jawohl. Aha, was wir natürlich noch machen ist, das dazu kleben. Das gibt ja schließlich ein Täschchen. Man kann das natürlich auch so brauchen. Da könnte man hier noch mehr Täschchen und Sachen rein tun. Aber nein, wir kleben sie so zu. Und zwar unten und auf dieser Seite zukleben. Ja. Und dann macht das nämlich auch gar nichts aus, wenn es da so ein bisschen gekrügelt ist da drinnen. So. Voilà. Einmal zu. Und da. Noch geht's. Reihenfolge. So und so. Und so. Da ist noch nicht ganz trocken. Ist egal, das tun wir jetzt abtupfen. Und rundum inken. Dann können wir uns überlegen, was wir hier noch für ein Deköli dran machen. Bei dem anderen Kärtchen habe ich jetzt einfach so ein Stückchen gefärbte Gase genommen. Man könnte natürlich auch von dieser Gase so ganz drunter tun. So. So, wäre das auch noch hübsch. Ja, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel. Zu viel des Guten. Aber ich glaube, ich nehme jetzt hier auch ein bisschen Gase. Ich schneide mir das Schnipsel ab. Oh, das hat nicht funktioniert. Da. Also der halt so. Ein Schnipsel abschneiden. Na toll. Das ist jetzt komplett verduselt. So. Und ich mache es jetzt auch noch ein bisschen kaffig, noch ein bisschen mehr. Oh. Voilà. Genau. Und ich glaube, ich mache einfach das ein Rändchen. So, und klebe das nachher drauf. Doch, ich glaube, das finde ich okay so. Das finde ich gut. Ich klebe das an mit dem Tacky Glue, damit ich auch da wirklich sicher bin, dass das Teilchen hebt. So. Und ich glaube, den mache ich jetzt auch an mit dem Tacky Glue, damit das wirklich gut auf dem Gasenstückchen oben hebt. Da würde ich jetzt also im Leimstift nicht trauen. So, lieg. Voilà. So, doch, das gefällt mir. Das gefällt mir. Irgendetwas könnte ich da noch drauf. Ich weiss zwar jetzt gerade noch nicht was. Aber vielleicht fällt da am Schluss noch irgendetwas ein. Dann habe ich das Gefühl, es könnte noch irgendwie so, das ist, oder ein Stempel oder so. Ja, irgendetwas. Irgendetwas fällt uns dann noch ein. Voilà.
Ja, jetzt braucht man natürlich eben auch noch 2 Tags für 3. Die müssen wir gerade schauen, wie breit das die sein müssen. Oh, hey, das müssen wir ja noch zukleben. Das haben wir gar nicht gemacht. Haben wir eins zugeklebt. Das müssen wir ja auch noch zukleben. Ewige Umleimerei da. So. Genau. Ja, ja. Ja. So. Also, das Tag darf nicht allzu breit sein. Damit wir das ganz sanft reinstecken können. So etwa. Ohne dass man das fest munnen muss. So. Und da noch einmal. Oh. Ehrlich jetzt. Ehrlich jetzt. So. Da, aus dem könnte man dann noch kleine Kärtchen machen, wie gesagt. So, und jetzt wie hoch müssen sie sein? Sie müssen oben ein bisschen raus schauen, also etwa so. Schneiden wir gerade beide gleichzeitig, wenn wir das schaffen. So. Und dann brauchen wir da noch die Eckchen. Das machen wir so. Und ich nehme gerade das Eckchen hier, das ich hier abgeschnitten habe, lege es auf diese Seite über. Genau hier. Nehmen wir genau den Abstand von dem Eckchen. Und schon habe ich die genau gleiche Ecke auf der anderen Seite abgeschnetzelt. Wunderbar! 2 hübsche Tags für unsere hübschen Damen. Jawohl. Da runden wir wieder die Eckchen ab. Schnipp, schnapp. Einmal rundum inken. Und so als, ja, könnte man jetzt natürlich auch in das Tag ein Loch drin machen und das irgendein Bändchen drin ziehen. Auf jeden Fall. Ich habe das jetzt bei dem, was ich vorher gemacht habe, mit dem, wie heisst es, so einem Spitzenbändchen. Das Spitzenbändchen habe ich genommen, das ich einfach drumherum da habe und angeleimt. Zack, 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 zack. So. Genau. Ja, die natürlich auch noch. So, und so. Wir können natürlich noch schnell testen, bevor wir es fertig machen, ob es auch reingeht. Ja, perfekt. Da passt es rein und... Komm, wo bist du? Hallo. Ah, jetzt. Da passt es rein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Inken. Und dann kommt das so drauf.
Ich nehme das, glaube ich, lieber da. Und dort bin ich nicht drauf an. Ups. Da, den armen Frau, die ich den Kopf abgeschnitten habe. Die nehmen wir jetzt hier drauf. Oh, da ist gleich ein viel Leim gekommen. Das darf ich rausquetschen. So. Ja, jetzt ist gut. Dann flümmeln wir das da dieser Frau drauf. Gut. Einmal verstreichen. Und dann werden die Ladies da drauf geflümmelt. Prima. Oh ja, ich finde, es macht recht etwas her. Oh, aber noch nicht krumm, ehrlich. Ah nein, es sieht nur so aus, oder nicht? Zeig schnell. Die hat man fast noch ein bisschen dunkler dürfen rundum inken, da, mit schwarz oder so. Findest du auch? Oder nicht? Nein, ich weiss es doch auch nicht. Es sieht gut aus. Es sieht doch gut aus. Jetzt haben wir das da irgendwo in Leim hineingelegt. Dann haben wir eben hier von dem Spitzenbändchen, wo wir oben so dran machen können. Als kleines Tab, oder wie will man dem sagen? So ein Hebelteil. Gut, jetzt machen wir das auch mit Tacky-Glue. Ich glaube, beim anderen habe ich das auch so gemacht. Bei den anderen habe ich jetzt sogar von dem Spitzenbändchen noch die Ränder geinkt. Auch noch. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt nötig jetzt. So. Oh. Und immer wieder ab. Man könnte es natürlich auch Post-itchen geben. Aber ich finde, irgendwie passt das gerade nicht so. So, und komm raus. Habe ich wieder den Leim falsch hergestellt. Jetzt nicht. So. Kannst du zum Beispiel in den Leim reinlängen. Das ist alles gut, das ist alles gut. So. Schau jetzt, wie herzig. Wie herzig ist das denn? Da. Und so. Und so. Oder eher so. Und so. Ich weiss es doch auch nicht, ist ja egal. Das kann man dann immer noch wechseln, wie man will. Jetzt habe ich hier so ein Zettel-Dings schon vorbereitet. So, ja, das wäre das hier. Das ist da das, so ein Notizzettel-Blöckchen, wo wir jetzt einfach hier so draufkleben. Ich habe einfach die paar Zettel mit ein bisschen Tacky-Glue zusammengeklebt. Man kann das auch ganz easy post-itchen. Das habe ich beim anderen auch so gemacht. Bei einem Prototyp. Aber es dunkelt mir, es wird dann so ein bisschen zu fett und das gefällt mir nicht so gut. Und da habe ich so ein kleines Schriftzettel und das klebe ich jetzt hier einfach oben noch drauf. Damit es so ein bisschen wie einen schönen Abschluss hat. So, komm. Gut. Jetzt kommt es gut.
kommt's gut. Oh ja, schau jetzt. Hey, ich finde, es sieht mega schön aus. So, genau. Das kommt da drin. Die Lady. So. Einmal so und einmal so. Jetzt hat da natürlich alles gleich wieder ein bisschen Zeit gebraucht und darum tue ich jetzt hier mit euch nicht noch die ganzen Kärtchen, die reinkommen, basteln. Ich kann zum Beispiel einfach mal die hier nehmen, die ich schon mal einmal gemacht habe. Zum zeigen und schauen, wie es aussehen würde. Oh, sie sind ein bisschen gross, passen nicht ganz rein. Hey, und die Kärtchen, die sind also auch ganz genial zu machen. Nein, schau, das sieht blöd aus, wenn es so rausschaut. Die Kärtchen, ich würde sagen, die machen wir das nächste Mal. Weil die sind so einfach zu machen und machen so Spass. Unsere Zeit ist um. Ich würde sagen, wir tun ganz schnell noch ein kleines bisschen Washi-Tape draufkleben. Einfach so. Einfach so. Die Blumen hier bei den Jungs, nein. Aber hier bei den Damen. So ein paar wenige kleine Akzente setzen. So, hier noch schöne Blumen. Die machen wir jetzt hier oben her, aber den Weg rum. Ein bisschen Farbe reinbringen, ganz kleines bisschen. So, und die hübsche junge Dame, die kommt auch noch ein bisschen Blumen über. Komm. Ah, das will gerade völlig hier verreissen. Komm. So. So. Stempeln hat man können. Machen wir jetzt nicht. Machen wir jetzt so. So. Und ich glaube, dann sieht man doch auch, dass das hier alles zusammengehört und so wunderbar zusammenpasst. Wenn man es dann noch reinstecken könnte. Hey, nochmal, wo ist er jetzt da? Da geht es rein. So. Jetzt. Das wäre eins. Und da, was machen wir da drauf? Ich wäre für Sommervögel. Wie könnte es auch anders sein? Mein absolutes Lieblings-Washi-Tape im Moment gerade. Ja, die passen doch schon ein bisschen besser zu den Jungs hier. Also hat ja schon ein Mädchen dabei, aber die Rasselbandi, die braucht nicht unbedingt Blümchen. Also. So. Und noch eins da für die Ladies mit Blumen. Die Lehrerinnen, oder was? So. Das noch ab. Voilà. So. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Mir gefällt es. Ich habe mega Freude. Ich finde das ganz toll. Die sind doch super rausgekommen. Genauso super wie die zwei. Ja, und somit sind wir fertig. Oh, warte, ich muss hier noch ein bisschen so machen, dass man das so gut sieht. Wir sind fertig. Wir haben lang gebastelt. Es war aber mega cool, super schön geworden. Ich finde, die Teilchen einfach genial. Hey, und das nächste Mal machen wir noch ein paar Journal-Kärtchen für 3, oder? Findet ihr auch? Sind ihr auch wieder dabei? Es würde mich mega freuen. Tschüss zusammen!